Ich bin 25 Jahre alt und habe noch nie Alkohol getrunken. Viele von euch denken jetzt vielleicht, yo, wahrscheinlich hast du noch nie Alkohol getrunken. Warum habe ich aber noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken? So einen richtig guten Grund gibt es eigentlich nicht. Ich habe mir irgendwie mit 14 gesagt, yo, Milo, Alkohol ist scheiße für deinen Körper. Leute, wenn sie Alkohol trinken, sind immer so komisch, besoffen und so weiter und so fort. Ich wollte das einfach nicht und habe es bis heute durchgezogen. Natürlich auch bedingt durch mein Umfeld, alles dies, das, jenes. Aber warum ist Alkohol gefährlich? Anscheinend schauen wir uns jetzt von Celtics an. Wenn du das Wort Droge hörst, an was denkst du da als erstes? Gras? Kokain? Vielleicht Heroin? Alkohol? Ich glaube, gemessen an dem äußerst hohen Alkoholkonsum in Deutschland, verbinden wohl relativ wenige damit das durchaus negativ konnotierte Wort Droge. Aber sprechen 1,6 Millionen Abhängige und 74.000 Tote allein in Deutschland nicht eigentlich ihre eigene Sprache? Ich werde mich heute mit eben dieser Substanz beschäftigen, die wir alle kennen und unter Umständen auch lieben. Ich werde nicht nur Dinge wie meine Konzentration oder Koordination unter Alkoholeinfluss testen, sondern auch mit Leuten sprechen, die damit negative Erfahrungen gesammelt haben, um das Ganze aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Falls ihr meine Videos feiert, abonniert gerne meinen Kanal, lasst auch ein Like und ein paar Kommentare für den Algorithmus da, es würde mich sehr supporten. Abonniert auch super gerne meinen Zweitkanal, da kommen jeden Tag Videos. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Abonniert doch gerne diesen Zweitkanal für alkoholfreie Videos. Warum mache ich das Ganze hier überhaupt? Ich weiß, ich komme jetzt bestimmt wie der letzte Boomer rüber, aber ich finde es sehr krass, wie viele Menschen, vor allem Jugendliche, so selbstverständlich eine solch starke Droge Woche für Woche konsumieren und sie dabei schönreden und noch verharmlosen. Alkohol ist ja nun mal das Volksgetränk. Vor allem geht es mir darum, Generation Z mit diesem Video anzusprechen. Versteht mich nicht falsch, ich habe auch schon oft Alkohol in meinem Leben getrunken und bin davon abgekackt. Doch mir war nie wirklich bewusst, wie gefährlich er sein kann und wie viele Leben durch das Trinken schon zerstört wurden, wenn man seinen Konsum nicht unter Kontrolle hat. Deswegen möchte ich zu euch sprechen, damit euch überhaupt bewusst wird, was da alles passieren kann. Viele YouTuber sind leider nur am Tornados zünden, anstatt euch mal gescheit aufzuklären oder euch überhaupt zu warnen. Bevor wir Ja, true. Also ich möchte auch noch dazu sagen, mir ist wirklich komplett völlig, hundertprozentig scheißegal, wenn ihr jedes Wochenende Alkohol trinkt, wenn ihr jedes Wochenende feiern geht mit Alkohol oder irgendwelchen anderen Drogen. Mir ist im Endeffekt egal, was ihr macht. Und ich finde auch, Leute, die jetzt mal einmal die Woche oder so ein Bierchen oder so mit ein paar Kumpels oder so nehmen, kein Problem. Aber ich finde einfach, wenn die Essenz des Abends darin besteht, Alkohol zu trinken und sich zu besaufen, ist scheiße. Also irgendwie fand ich das schon immer blöd, weil immer, wenn ich an Partys dann gegangen bin, bin ich irgendwie so um 11 Uhr oder so nach Hause gegangen, wirklich so wie ein richtiger Boomer, bin ich um 11 Uhr nach Hause gegangen, weil mir dann alle Leute gefühlt schon zu besoffen sind. Das nervt mich einfach, weil dann kann man nicht mehr richtig mit den Leuten reden. Es geht mir darum, ein bisschen mit den Leuten zu reden, ein bisschen abzudaten oder sowas, aber wenn dann alle besoffen sind, dann ist scheiße. richtig starten, habe ich für euch mal aufgenommen, wie Alkohol auf mich persönlich wirkt. Ich werde mir natürlich nicht alleine einen reinsaufen, sondern ich habe ein bisschen Verstärkung rangeholt, bin mit ein paar Freunden jetzt bei mir zu Hause. Ich bin wahrscheinlich einer der einzigen 25-Jährigen, der das Video schaut, ohne jemals Alkohol getrunken zu haben. Keine Ahnung, das ist schon krass. Trinken ein bisschen. Wir fangen mit einem klassischen Naturradler an. Das war das niedrigste, was wir gefunden haben. 2% Radler, das ist mein erster Drink für heute. Wir werden gucken, ob was passieren wird. Prost! Stellt euch vor, das ist sein Job. Ich spüre auf jeden Fall was so. Ich bin nicht mehr so. Angeschwipst. Ich bin auf jeden Fall angeschwipst, ja. Und red automatisch irgendwie so lauter. Weißt du, was ich meine? Ich würde sagen, als nächstes ist das schöne Becks Eis dran. Oder wollen wir eine Mische machen? Ich glaube, das ist zu viel für dich. Als nächstes ist das Becks Eis dran. Als nächstes ist Becks Eis dran. Als nächstes ist Becks 2,5%, gell? Wir sind jetzt mit der. Digga, ich habe ja fast gar nichts vom Becks getrunken. Es ist noch vom ersten eigentlich. Ja, ich habe auf jeden Fall gut einen reinsetzen. Vielleicht sieht man das auch. Und tatsächlich. Also die meisten, die ich so kenne, die sind nach einem Radler oder einem Banasch nicht so. Also ja, vielleicht kann er auch nichts ab, weil ich hab das Gefühl, ich noch nie getrunken, klein, halb Peruaner, ey, ich würde ein Bier trinken, ich wäre genauso. Ich war es nur ein Radler und ein halber Becks. Ein Und halbes ich, Bags. Halbes. ein Viertel Becks. Ja, ich fühle mich super. Es ist ein lockeres, offenes, cooles Gefühl. Man kann Spaß haben.
Does it almost feel like nothing changed at all? Jo, Freunde, was geht? Ich kann echt nicht mehr trinken, Mann. Ich fühle mich eigentlich super, aber jetzt kommen auch langsam so ein bisschen Kopfschmerzen. Nicht so geil, Mann. Dem Mann geht's gar nicht gut. Alkohol ist nicht gut. Ja, es ist wirklich kein Cap, ich vertrage wirklich nichts. Ich kann keine 3, 4 Mischen an einem Abend trinken, das geht einfach nicht. Und das verstehen leider die meisten nicht, aber darauf kommen wir später noch. Die meisten trinken, weil die erste Wirkung einfach super nice ist. Anhand meines Beispiels habt ihr es ja gesehen, man wird entspannter, enthemmter, das Wort hört sich komisch an, selbstbewusster und im Club ist dann sowieso Abriss. Es gehört einfach zu so gut wie jeder Feier oder Anlässigkeit dazu, dass man Alkohol trinkt. Dabei stellt wirklich niemand jemals die Allgegenwart von Alkohol in Frage. Das Einzige, was jemals in Frage gestellt wird, ist, warum jemand nicht trinkt. Irgendwie traurig, oder? Jedes Mal, an jeder Feier, an der ich war, immer: Jo Milo, also jetzt mal wirklich wegen dem Alkohol. Trinkst du wirklich keinen Alkohol? Und dann sage ich so: Nee, wirklich noch nie. Und dann so: Ja, aber einmal kannst du doch. Nee, das ist ja das Ding so. Ich trinke nicht, dann trinke ich nicht, hä? Also mich stört's nicht, aber wäre es doch eigentlich andersrum besser, oder nicht? Also, ja, wie gesagt, ist mir egal und es stört mich auch nicht, aber eigentlich schon weird. Viele trinken dementsprechend, weil es andere eben tun und man selbst nicht auffallen möchte. Zum Beispiel, wenn auf einer Feier etwas angestoßen wird. Bei Männern kann außer sozialem Druck auch das Selbstbild eine Rolle spielen. Etwa die Sorge, als unmännlich zu gelten, wenn man mal nicht trinkt. Ich persönlich habe zum Beispiel auch schon öfter auf einer Party gesagt: Yo, ich trinke heute nicht so Bock, morgen muss ich ein bisschen arbeiten. Und oft passiert es halt, ihr kennt es sicherlich auch, dass dann irgendeiner sagt: Sei doch keine Pussy, ein Bier geht fit, einmal Bierpong spielen, so, heul nicht rum, eben sowas halt. Und auch wenn es um die Menge geht, für gewöhnlich kenne ich persönlich eigentlich immer mein Limit. Ich weiß eigentlich, wann es zu viel wird. Und ja, ich habe noch nie Bierpong gespielt in meinem Leben. Ich habe 1 oder 2 Mal Bierpong gespielt, aber dann haben die anderen für mich getrunken. Ja. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich nicht viel trinken muss, um halt gut gelaunt zu sein. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, irgendein Typ kommt an, sagt so: Ey, du musst mehr trinken, du hast voll wenig getrunken, trink mal mehr, trink mal mehr, trink mal mehr, trink mal mehr. Wenn es halt immer wieder passiert, kriegst du irgendwann so einen Druck und hast auch irgendwann einfach keinen Bock mehr, dich die ganze Zeit rechtfertigen zu müssen, weil das kein Besoffener einfach versteht, weil es auch genug Leute gibt, die sich halt eben schnell leiten lassen und dann trinken sie doch mehr, als sie wollten und dann liegen die da besoffen im Busch. Ich denke, es liegt auch sehr, sehr am persönlichen Umfeld, in dem man lebt, beziehungsweise was für eine Kollegengruppe man hat, wo drin man sich halt befindet. Wenn man Leute um sich rum hat, die entspannt mit dem Thema umgehen, mit Drogen oder beziehungsweise mit Alkohol und so, und jeden akzeptieren, so wie er ist, dann ist, glaube ich, kein Problem. Aber wenn man halt so vielleicht Leute um sich hat, die vielleicht so einfach sagen: Ja, so ist das halt, man trinkt einfach Alkohol und so mäßig, dann kann es natürlich vielleicht schwerer sein vielleicht für euch oder sowas. Noch ein großes Problem ist, dass man als Jugendlicher quasi gezwungen wird, Alkohol zu trinken, um cool zu sein. Gerade in der Schulzeit, wenn du auf keine Hauspartys oder 16er-Clubs gehst, verpasst du viele ach so krasse Dinge. Dadurch entsteht halt schnell FOMO und man denkt sich: Scheiße, ich darf keine einzige Party verpassen. Und genau diese Angst, etwas zu verpassen, hatte ich auch schon, beziehungsweise habe ich immer noch ab und zu. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich dann irgendwie mit 50 oder sowas dann denke: Yo Milo, du hast ja deine Jugend verpasst. Aber dann denke ich irgendwie wieder: Inwiefern verpasst man die Jugend wenn es ums Saufen geht, beziehungsweise ums Betrinken geht? Ja, ich habe wahrscheinlich einige Partys bin ich nicht gegangen, weil ich nicht getrunken habe. Vielleicht das. Obwohl ich keinen Bock auf Alkohol habe, ich versaufe mich einfach komplett zu. Also, an alle Introvertierten da draußen: Es ist wirklich okay, zu Hause zu bleiben. Es ist okay, wenn man keinen Alkohol mag oder nicht so viel trinken will. Fühlt euch bitte zu nichts gezwungen und lasst euch nicht verleiten. Ihr seid damit wirklich nicht automatisch uncooler, wenn ihr keinen Alkohol trinkt. Safe. Noch ein... Das habe ich auch immer so gemacht. Ich habe so oft sagen müssen: Nee, ich habe keinen Bock, oder nee, ich komme lieber nicht. Und ich glaube, das hat vielleicht auch manchmal ein bisschen Schaden angerichtet, das kann sein. Und das ist turbo schade, ultra schade. Großer Grund, warum viele Menschen Alkohol trinken, ist, um Probleme zu vergessen. Nicht wenige Menschen trinken Alkohol, um private oder berufliche Probleme für eine Weile zu vergessen. Manche versuchen sich damit zu beruhigen, um im Alltag wieder zu funktionieren. Die Probleme verschwinden dadurch natürlich nicht. Vor allem kann Alkohol zum zusätzlichen Problem werden. Nicht zuletzt verstärkt Alkohol nicht nur positive, sondern auch negative Gefühle. Und passend dazu kommen wir zum Thema... Manche denken sich bestimmt, wenn Alkohol doch legal ist und vor allem in Deutschland zu jedem nicen Abend dazugehört, dann kann er doch nicht so schlimm / gefährlich sein.
Doch. Falsch gedacht. Laut mehreren Studien ist Alkohol sogar schädlicher als LSD, Ecstasy oder Cannabis. Britische Forscher um den Pharmakologen David Nutt sehen Alkohol sogar auf Platz 1 vor Heroin und Crack. In ihre Wertung fließen nicht nur die Gefahr durch die Droge selbst mit ein, sondern auch die sozialen Auswirkungen. Es geht also um Abhängigkeit und Krankheit, aber auch um soziale Folgen wie Gesetzesverstöße oder Arbeitsunfähigkeit. Und gerade in Deutschland ist Alkohol ein riesiges Problem, denn das Land gilt nach wie vor als Hochkonsumland. Dem OECD-Bericht zufolge hat Deutschland einen der höchsten Alkoholkonsumwerte. Ich würde mal sagen, die Schweiz fällt da auch rein. Und ich finde es einfach schade, das ist eine andere Diskussion, aber für mich ist es irgendwie unbegreiflich, dass Weed illegal ist, Alkohol legal, beziehungsweise Alkohol so glorifiziert ist. Überall in der Gesellschaft, schon wenn man 12 Jahre alt ist, flexen die Kleinen. Ich habe schon mal einen Schluck Bier von meinem Vater gekriegt. Eigentlich ganz komisch. Es würden 12,9 Liter reiner Alkohol pro Kopf und Jahr getrunken, was ungefähr 2,6 Flaschen Wein oder 5 Liter Bier pro Woche pro Person ab 15 Jahren entspricht. Und auch wenn ich das im Intro schon gesagt habe, hier nochmal verdeutlicht. Fast 8 Millionen Menschen trinken so viel, dass sie ihre Gesundheit, den Job, das Familienleben riskieren. 1,6 Millionen Menschen kommen ohne Alkohol nicht mehr klar. Mindestens 74.000 Menschen sterben pro Jahr an den Folgen der Sauferei. Mein Kopf brummt. Ich hab keinen Bock. 13 Uhr, ich will nicht aufstehen. Ihr kennt ja alle bestimmt den klassischen Kater, den man nach einem Saufabend bekommt. 13 Uhr, ich will nicht aufstehen. Ich glaube, das ist sein YouTuber-Lifestyle, nicht der Alkohol. Ist ja alles halb so schlimm. Doch mit erhöhtem Konsum kann das Ganze auch ganz anders laufen. Alkohol zerstört mit der Zeit innere Organe wie die Leber, Bauchspeicheldrüse, Muskulatur und Stoffwechsel. Bauchspeicheldrüse? Ah ja. Er steigert zudem drastisch die Gefahr von Herzerkrankungen und erhöht das Krebsrisiko in Speiseröhre, Magen und Darm. Außerdem kannst du auch wirklich dumm werden von Alkohol, also for real, dein Hirngewebe wird immer kleiner und die eigene Persönlichkeit kann sehr krass verändert werden. Unzuverlässigkeit, Reizbarkeit, Dumm werden, das ist bei mir nicht so ein großes Problem. Speiseröhre, Magen und Darm. Außerdem kannst du auch wirklich dumm werden von Alkohol, also for real, dein Hirngewebe wird immer kleiner und die eigene Persönlichkeit kann sehr krass verändert werden. Unzuverlässigkeit, Reizbarkeit, Unruhe, übertriebene Eifersucht, vielfältige Ängste, Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken. Und vor allem Alkohol ist vielfach der Auslöser von Aggression und Gewalt gegen andere. Schaut euch allein schon Fußballspiele an, wenn irgendein Derby ist, Schalke gegen Dortmund, wie die ganzen betrunkenen Fußballfans gegeneinander pöbeln, handgreiflich werden, sich boxen nach den Spielen. Also das ist wirklich krank und ich frage mich, warum da nichts gemacht wird. Oder ich habe das schon so oft bei meinen Freunden mitbekommen, dass in der Familie irgendwas ist. Der Vater hat ein Alkoholproblem, schlägt die Mutter, schlägt das Kind. Die ganze Familie geht zu Bruch, nur wegen Alkohol. Das ist einfach schrecklich. Mehr als ein Viertel aller Gewalttäter steht nach polizeilichen Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss. Viele der Folgen von Alkohol sind unumkehrbar. Wenn man außerdem aus Gewohnheit häufig Alkohol trinkt, schädigt er nicht nur den Körper, sondern man riskiert auch auf Dauer eine Alkoholabhängigkeit. Alkohol ist meiner Meinung nach wirklich die heimtückischste Droge. Die Abhängigkeit kommt sehr schleichend. Und der Entzug ist gerade so schwierig, weil die Droge in unserer Gesellschaft sehr verankert ist. Deswegen wirklich einen großen Respekt an Nathalie und alle anderen auch, dass sie es da rausgeschafft haben. Die große Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist: Wie kann es angesichts der ganzen Erkenntnisse sein, dass Wein, Bier und Schnaps in Deutschland legal zu kaufen sind? Cannabis aber zum Beispiel nicht. Das Ding ist leider, welche Drogen legal sind und welche nicht, hängt mit der Selbstverständnis eines Landes zusammen. Deutschland gilt traditionell als Land der Bierbrauer und Winzer. Alkohol hat nun mal eine lange Tradition und ist kulturell sehr tief verwurzelt. Und Ja, hier genauso. Gibt es überhaupt ein Land, wo Alkohol illegal ist? Ja, vielleicht Länder, wo die Hauptreligion der Islam ist. Vielleicht dort. Ich bin dumm. dazu kommen natürlich noch die Steuereinnahmen. Rund 2 Milliarden Euro nimmt Deutschland jährlich durch die Branntweinsteuer ein. Ja, schmeckt auf jeden Fall für den Staat. Ich kann es einfach nach wie vor nicht verstehen, warum Alkohol in unserer Gesellschaft so krass verharmlost wird. So viele Menschen sterben deswegen, so viele Familien gehen dadurch kaputt. Aber versteht mich bitte nicht falsch. Natürlich ist es okay, mal zu trinken, mal einen Kater zu haben. Problematisch wird es erst dann, wenn man den Alkohol missbraucht. Bleibt bitte verantwortungsbewusst. Es ist wirklich okay, mal Nein zu sagen. Und es ist auch genauso okay, wenn der Kollege mal Nein sagt. Falls ihr selbst Suchtprobleme habt oder Menschen kennt, die welche haben, habt keine Angst und sucht euch unbedingt Hilfe. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung viele Beratungen verlinkt, die ich bei der Recherche entdeckt habe und wirklich nur empfehlen kann. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video was mitnehmen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und kommentiert super gerne eure Erfahrungen mit Alkohol oder Drogen. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr mich unterstützen wollt und wenn ihr mehr davon sehen wollt. Haut rein, Leute. Danke für alles und ciao. Sehr, sehr geiles Video und ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Küsse.